schönen Tag gewünscht haut dem 18.07.2018 en agréablen Tag. Wir sind am 5. Video mittlerweile an unserem Kanal Lux Ökonom. Der Kanal, die probiert die Informationen über die Ökonomie und das Geldsystem auf Lützeburg rüberzubringen. Nun, was ist den ESM? Den ESM hat schon einen Viergänger, das war den EFSF. Die war von 2010 bis 2013 durchgewirkt nur der Lehman Brothers Krise, für die Unterstützung von den Ländern einfach zu machen, weil sie an den Not geraten. Und dann ist natürlich der 27. September 2012 war das, als den ESM gegründet ging, weil die Name ausgeflafen an den ESM europäische Stabilitätsmechanismen herstellt. Das ist das übrigens im Gespräch zu Lützeburg. Nun, den ESM sollte eigentlich dann da sein für die Länder, die europäischen Newsländer, die ja Schwierigkeiten kommen, zu helfen mit einem schnellen Kredit. Dafür haben sie dann einen Fonds gemietet, einen Stammfonds von 700 Milliarden Euro. Nicht schlecht. Lützeburg steht bei dem Stammfonds bei 1,75 Milliarden anteilmäßig. Ne? Da kriegst du von den Ländern. Und das ist aber so, dass das Stammkapital auch noch flexibel ist. Das Stammkapital kann innerhalb von 7 Tagen vom ESM aufgerufen werden. Und all die partizipierenden Länder müssen bezahlen. Innerhalb von 7 Tagen musste muss Geld auf der Bank sein und dazu müssen da sein, für das geholfen werden. Das spart sich natürlich dann viel administrativ für andere Länder können zu helfen. Wen das Länder immer an die Misere treibt, soll ich nicht mehr schmecken, die Kinder schon gedenken. Und der Lehman Brothers Bankenkrise, als das eben angeführt ging, 27. September 2012, wie gesagt, der Chef davon war den Vorgänger auch schon vom EFSF, der Klaus Regling in Deutschland, den Norlo Chef vom ESM ist. Die Members vom ESM besitzen eine Totalimmunität. Alle Menschen, die das schafft, alles, was sie da machen, alle Provider, denen rausgeht, all Decisionen, die geholt wird, kann von keinem angegriffen werden, von keinem Gericht, von keinem Politiker, von keiner Regierung, von überhaupt nichts. Und die 700 Milliarden Stammkapital können ohne irgendwelche neue Gesetzgebungen total erhöht gehen. Total verrückt. Total verrückt. Aber das ist so. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Weil, wenn da los so ein Land an Schwierigkeiten kennt, wird direkt die Summen gefordert und sie kriegen sie überwiesen. Und das Stammkapital oder das Kapital kann nur gefordert oder geordert gehen. Wie auch immer. Das muss einem ein bisschen zu denken geben. Stecken die EU und der Euro in der Krise? Was soll und kann gemacht werden? Die EU plant ein neues grundlegendes Gesetz, den Vertrag zum sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, die Schuldenunion. Der Entwurf für den ESM-Vertrag liegt den deutschen Bundestagsabgeordneten vor. Das Grundkapital beträgt 700 Milliarden Euro. Ich frage mich, wieso eigentlich 700 Milliarden? Woher kommt diese Zahl? Wer hat sie errechnet und auf welcher Grundlage? Die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei Aufforderung jeglichem Kapitalabruf binnen 7 Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung nachzukommen. Ich frage mich, nichts. Das habe ich verstanden. Wenn der ESM ruft, dann muss es schnell gehen. Immerhin 7 Tage. Bei den normalen Bankenlaufzeiten müssten wir also innerhalb von 4 Tagen den Überweisungsträger ausfüllen. Das ist zu schaffen. Nur vielleicht, was heißt bedingungslos und unwiderruflich? Wenn ein neues Parlament gewählt wird, das den Transfer zum Beispiel nicht mehr will, das geht dann also nicht mehr?
Der Gouverneursrat kann Änderungen des Grundkapitals beschließen und Artikel 8 entsprechend ändern. Ich frage mich, wie bitte? Die 700 Milliarden sind also nur der Anfang? Der ESM kann also beliebig nachfordern, unbegrenzt. Und wir sind dann, siehe Artikel 9, bedingungslos und unwiderruflich verpflichtet zu zahlen? Der ESM verfügt über volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit für das Anstrengen von Gerichtsverfahren. Der ESM, sein Eigentum, seine Finanzmittel und Vermögenswerte genießen umfassende gerichtliche Immunität. Ich frage mich, der ESM kann selber klagen, aber nicht verklagt werden? Das Eigentum, die Finanzmittel und Vermögenswerte des ESM sind von Zugriff durch Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jede andere Form der Inbesitznahme durch Regierungshandeln oder auf dem Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzeswege befreit. Ich frage mich, befreit von Zugriffen durch Gerichte? Das hatten wir ja eben schon. Aber auch unsere Regierungen, unsere Verwaltungen und unsere demokratischen Gesetze, alle macht- und rechtlos gegen den ESM? Ganz schön mächtig, dieser ESM. Die Gouverneursratsmitglieder, Direktoren und Stellvertreter und das Personal genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer Handlungen und Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Schriftstücke. Ich frage mich, und wer da mitmacht, ist fein raus? Keine Verantwortung, niemandem gegenüber? Und unverletzliche Schriftstücke, heißt das, dass wir die nicht kaputt machen dürfen oder gar nicht erst einsehen? Eine neue Behörde, an die wir mit 7 Tagesfrist unbegrenzt unser Vermögen abliefern müssen, wenn die das wollen. Die Behörde kann uns verklagen, wir sie aber nicht. Alle Beteiligten genießen Immunität. Es gelten keine Gesetze. Keine Regierung kann etwas unternehmen. Europas Staatshaushalte in einer und noch dazu nicht gewählten Hand. Ist das die Zukunft Europas? Ist das die neue EU? Ein Europa ohne souveräne Demokratien? Wollen Sie das? Nun, du hast das Video gesehen und das ist ganz explikativ. Ne? Und das ist schon nicht schon mal Furore gemacht. Ne? Für was brauchen wir überhaupt einen ESM? Ein ESM ist überhaupt rechtlich okay. Für mich gilt EU-Vertrag nicht. Weil ja kein Land dem anderen EU-Land soll helfen, wenn da Schwierigkeiten gerät. Und da ist natürlich eigentlich ein totaler Gegenteil. Ein Land muss dem anderen Land, muss einem Land, das verschuldet als an dem DSM dann den Akkord gibt, Summen zur Verfügung stellen. Und da hat an enormen Quantitäten. Ne? Wie gesagt, der Standkapital von 700 Milliarden Euro kann jederzeit erhöht gehen, ohne dass vielleicht Rücksicht geholt wird, ob ein Land wird vielleicht mal nicht den Anteil lokal liefern, weil es selber Geldprobleme hat. Das wird nicht berücksichtigt. Aber die Verträge sind da, sie sind in der Schrift, sie sind aktiv, aber wir leben nicht mehr. Kann ich just hoffen, dass die Ausweitung nicht so viel weit geht. Ja, den ESM ist eben etwas, was ein ganz gefährliches Eisen ist, was aggeriert gehen ist an unserer Europäischen Union. Wir sollten alle ein bisschen darüber nachdenken, was da so alles dezidiert wird von Leuten, die wir überhaupt nicht gewählt haben. Auf diesem darfst du nicht merci für das Nachgucken und hoffen, dass da mal ein kleines Like gibt oder ein Abo mehr oder so geschehen. Und dann auch bei der nächsten Kehr dabei sind. Vielmals.